Servus, Glück auf, frohes Neues und herzlich willkommen zum ersten Bundesligaspiel in der Rückrunde. Ja, zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, Leute. Taktikfuchs, ihr kennt's. Ich sag euch meine Einschätzung zum Spiel und zeige euch, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde. Ja, und an der Vorgehensweise hat sich nichts geändert. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Gut, meine Einschätzung zum VfL Wolfsburg. Schwierig einzuschätzen, VfL Wolfsburg. Könnte interessantes Spiel werden. Natürlich gilt wie immer, kriegen wir unsere PS auf dem Rasen, dann sollte alles gut sein. Aber wir wissen es alle, nach einer Pause, ich meine, Testspiel war souverän am Ende des Tages. Nach einer Pause weiß man nie, ist immer so ein bisschen Wundertüte. Gerade was die Wolfsburger betrifft, die ja eine schwierige Phase hatten in der Hinrunde. Dann, ich glaube, Trainerwechsel, dann war es ein bisschen besser, dann wieder ein bisschen abgeflacht. Ja, also mein Tipp ist 3:1, wobei Manuel Neuer ist ja noch nicht fit. Ich mache 'n 3:0 raus. Ich mache 'n 3:0 raus, Standardtipp zu Hause 3:0. Ähm, Wie gesagt, ich kann die Wolfsburger 'n bisschen schwer einschätzen. Könnte so oder so ausgehen. Könnte natürlich dann natürlich, wenn wir unser PS aufm Rasen kriegen, auch böse werden. Schwierig einzuschätzen grade. Wie gesagt, das erste Spiel immer so nach 'ner, auch wenn's so 'ne kleine Pause war, ist halt immer 'n bisschen schwierig einzuschätzen. Mein Tipp auf jeden Fall 3:0, ja, und damit gehen wir mal rein, ähm, wie ich aufstellen würde. Wobei, wir können noch mal ganz kurz, lass mich ganz kurz luschern. Ja, sage ich ja, Wolfsburg so 'n bisschen 'ne Wundertüte nach'm Trainerwechsel, ne, 1:1 Frankfurt, dann 3:1 gegen Union und Gladbach gewonnen und dann zu Hause 4:3 gegen Freiburg verloren im letzten Spiel vor der Pause. Davor war's natürlich super schlecht. Ja, werden wir sehen. Ich bin gespannt. Mal schauen. Ja, gut. Damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ja, ganz klar Jonas Urbich, war Manuel Neuer hat ja irgendwelche Sorgen gehabt, ist im Aufbau. Ich glaube nicht, dass er schon so weit ist. Erfahren werden wir's erst nach der PK. Ich gehe jetzt davon von meinem Wissensstand aus, der aktuell da ist. PK wird ja sehr wahrscheinlich erst morgen stattfinden, aber erst Sonntagabend spielen. Ja. Aber unabhängig davon, wenn Neuer jetzt eh keine vernünftige Vorbereitung die Woche, die wir im Training sind, hatte, würde ich ihn obig aufstellen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es eben vorne rund. Das ist relativ schnell auserzählt. Harry Kane natürlich vorne rein. Nicolas Jackson ist nicht da. Lennart Kahl natürlich ja im Testspiel wieder performt auf die Zehnerposition, rechte Seite und linke Seite. Einmal linke Seite Luis Diaz, rechte Seite Michael Olise. Das ist das Beste, was wir gerade aufs Feld schicken können, ne? Punkt. Ja, dazu haben wir, traurig aber wahr, dass ich das hier eintragen muss, Guerreiro auf der 10, Serge Gnabry im Sturm, rechte oder linke Seite kann Serge auch spielen. Ansonsten haben wir für die linke Seite natürlich auch Wisdom Mike, der im Testspiel auch ein bisschen spielen durfte. Ähm, Das ist, wie es vorne ausschaut, ja. Wie gesagt, wir haben Serge, der erste Einwechselspieler ist. Danach, wird's wild, aber wie gesagt, man muss dann auch mal ein bisschen, das war Lennart Kahl gesehen. Natürlich macht nicht jeder Jugendspieler diesen Sprung, den Lennart Kahl gemacht hat, aber da muss man einfach mal ein bisschen Vertrauen in die Jugend haben, wa? Gut, zentrale Mittelfeldposition ist natürlich auch wild. Kimmich, hat immer noch Sprunggelenk. Wir kennen das, ja, haben wir bei D-Boy gesehen. Der hat sich auch ein halbes Jahr damit rumgeärgert, wenn nicht länger. Ähm, Man hat das an Kimmichs Leistung gesehen, ne, dass das alles nicht rund lief. Von daher wäre es wünschenswert, wenn man ihn wirklich jetzt mal rausnimmt und ihn mal auskurieren lässt. Ja, das wäre wichtig und richtig. Ich mache mir da auch keinen Kopf. Auch, ich meine, ich habe es gelesen, Chrissy hat jetzt gesagt: „Ah, Leon Goretzka bleibt beim FC Bayern." Ja, I don't know, für mich ist Leon Goretzka keine Option. Er wird sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen. Bei mir wird er das nicht. Ja, das kann ich schon mal festhalten.
Wenn alles fit ist, alles bereit ist mein zentrales Mittelfeld das Mittelfeld der Zukunft, bestehen aus Pawlovic und Tom Bischoff. Punkt. Ja. So, Alternativen haben wir einmal Leon Goretzka, der ja sehr wahrscheinlich da bei uns bleiben wird, und natürlich Conny Leimer. Ja, es ist die Rückrunde. Es wird Zeit, dass ein linker Verteidiger als linker Verteidiger spielt. Es sind genug, die fit sind. Ähm, Ich denke, Ito ist ein absoluter No-Brainer, ne? Von daher würde ich 'n Ito aufstellen. In Verteidigung, habe ich keinen Stand, dass irgendwas fehlt. Von daher Ta und Opa. Für Ito ist natürlich auch noch 'ne Alternative für die Innenverteidigung. In der Viererkette, oder in der Abwehrreihe haben wir mal so gar keine Sorgen, ja? Das sehen wir jetzt auch, wenn wir mal die Alternativen eintragen, wenn ich den Min-Jae denn finde. Ich weiß nicht, wie weit Davis schon ist. I don't know, vielleicht wird auch 'n Davis auflaufen. Bei mir wird 'n Ito auflaufen und rechte Seite wird bei mir, 'n Stunny anfangen. Ja. Alternative ist natürlich auch hier Conny Leimer. Und ja, ihr seht, ich habe keinen Conny Leimer in der Startelf grade. Ähm, Ich denke, Conny Leimer gibt auch Impact, wenn er eingewechselt wird, wenn das hier in der Zentrale nicht reichen sollte mit Bischof und Pawlovic, oder wenn man Bischof oder Pawlovic einen nach vorne schiebt, weil man einen von den Vieren auswechselt, kannst du auch 'n Conny Leimer in die Zentrale stellen. Ähm, für mich war Stani vor der Winterpause auf 'm sehr, sehr starken Weg, zurück zur alten Form, beziehungsweise auch 'n Stepper vielleicht noch mal nach vorne zu machen. Und wie gesagt, es wird Zeit, dass jetzt wir haben 2 linke Verteidiger mit Ito und Davies, dass 'n Stani jetzt endlich der Rechtsverteidiger sein kann, der er ist, ja? Dass er sich da auch mal jetzt wir sind auf'm Weg, hin zu den entscheidenden Monaten, so. Die Rückrunde ist da, wir sind im neuen Jahr und dann wird es Zeit, dass sich da mal 'ne rechte Seite einspielt, die passt, ne? Ob das jetzt Stani ist oder Conny sein wird, interessanter Zweikampf auf jeden Fall. Ich würde 'n Stani grade den Vortritt geben, weil Stani einfach die letzten Spiele in der Rückrunde für mich, stärker war, wie's 'n Conny Leimer war. Bei Conny Leimer war 'n bisschen die Luft raus. Könnte natürlich jetzt wieder ganz, ganz anders aussehen. Das kann ich grade absolut nicht beurteilen. Das werden wir vielleicht nach dem Spiel beurteilen können. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie die Aufstellung sein wird. Also, ich denke, vorne die 4 sind klar, da gibt's nix dran zu deuteln. Pawlovic ist klar, sehr wahrscheinlich wird hier kein Bischof auflaufen, sondern Goretzka. Alles andere würde mich überraschen. Aber natürlich könnte man auch hier, wenn da einer nicht richtig, fit ist oder sonst was, Conny Leimer ist 'n absoluter No-Brainer in der Zentrale. Ja, ich sehe 'n Conny Leimer gerne in der Zentrale. Ähm, Da wir aber Pavlo und Bischof haben und Bischof bisher absolut null zum Zug kam, würde ich gerne 'n Tom da mal sehen. Und deswegen habe ich ihm den Vorzug vor Conny gegeben. Es wäre aber auch absolut gar kein Problem, 'n Conny da hinzustellen, neben Pavlo. Gut, oder umgekehrt, ja, wenn Pavlo irgendwie angeschlagen ist, soll es auch kein Problem sein, Conny Leimer und Bischof da hinzustellen, also. Das sollte alles nicht das Problem sein. Ja, Viererkette ist das Thema, was am interessantesten ist, was 'n Kompany da machen wird. Ob er jetzt schon auf Fonzie Davies setzt, als Dings, was mit Ito ist. Ich denke, Ito ist sehr stark, ja, das haben wir gesehen. Gib dem mal 'n bisschen Zeit, gib dem mal 'n bisschen Spiele. Ich glaube, dann wird es schwer auf die Qualität zu verzichten. Ja. Bin sehr gespannt. Vielleicht rutscht aber auch 'n Alphonso Davies ein nach vorne als Einwechselspieler und es fängt wirklich 'n Ito an. Es kann aber sein, dass wieder 'n Conny Leimer anfängt, Ito auf der Bank sitzt. Also, da sind viele, viele Möglichkeiten. Ähm, Ich bin gespannt, ne? Ich bin gespannt. Ito das Testspiel bestritten? I don't know. Schwierig. Wir werden's sehen. Sind einige offene Fragen, grade in der Abwehrreihe, aber auch in der Zentrale, auf wen, Vincent Kompany da setzen wird. Ich denke, da können wir schon 'n bisschen was von ableiten dann für die Rückrunde, wenn Tom Bischof wieder nur auf der Bank sitzt und da wieder 'n Goretzka, Pawlovic rumeiern.
dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, ich gehe fast davon eigentlich davon aus, dass es so kommen wird, aber verstehen tue ich das nicht mehr und ja, wir werden sehen. I don't know. Lassen wir uns überraschen. Das sind die offenen Fragen, die ich sehe. Vielleicht hören wir schon auf der PK morgen ein bisschen was dazu. Die Infos habe ich natürlich jetzt noch nicht, aber ja, mal abwarten. PK kommt natürlich morgen. Je nachdem, wie lange ich schlafe, wird es ein bisschen später werden, aber sie wird auf jeden Fall kommen. Und in diesem Sinne, Leute, ja, wünsche ich euch rot-weiße Grüße. Ein schönes Spiel, hoffentlich mit dem richtigen Ergebnis für den Rückrundenstart. Und wir hören uns, ja, wie gesagt, morgen auf den Kanal zur Reaction auf die PK. Rot-weiße Grüße, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.